Auf meinem Kanal dreht sich ja alles um Videos machen und YouTube. Und dazu gehört halt auch, wie wir unsere selber erstellten Videos auf YouTube verwalten können. Und aus dem Grund werfen wir heute gemeinsam einen Blick aufs neue YouTube Creator Studio. Wir alle kennen das aktuelle YouTube Creator Studio. Es ist der Ort, wo wir alle unsere Videos verwalten und Einstellungen vornehmen. Einige haben es vielleicht schon mitbekommen, YouTube ist aktuell dabei, Feedback von Creator wie dir und mir einzuholen, sodass sie ihr neues Creator Studio so gestalten können, dass es alle Anforderungen erfüllt, die wir als Creator haben. Und jetzt ist es endlich soweit, seit einigen Monaten steht die erste Beta-Version vom neuen YouTube Creator Studio in den Startlöchern und wir können uns das Ganze jetzt anschauen. Im Anschluss würde ich euch auch zeigen, wie ihr das aktivieren könnt. So, das ist es jetzt, das ist das neue Creator Studio. Etwas, was ich genial finde, wir sehen jetzt schon auf den ersten Blick eine Prozentanzeige, die uns sagt, wie das Like-Dislike-Verhältnis ist. Und wenn wir drüber hovern, können wir auch sehen, wie viele Likes und Dislikes wir auf das Video bekommen haben. Bislang ist es nur so, dass einzelne Likes und Dislikes angezeigt worden sind. Wenn man ein Video bearbeiten will, kann man ganz einfach auf das Video klicken und kommt dann auf die neue Einstellungsseite von dem Video. Das ist so ziemlich das gleiche wie in der bisherigen Version. Das Einzige, was geändert hat, es gibt keinen einzelnen Tab mehr für Monetarisierung. Und Thumbnails hat endlich eine Seite bekommen mit vernünftig grossen Thumbnails. Ich habe es gerade gesagt, der Tab Monetarisierung ist verschwunden. Das heisst aber nicht, dass wir nicht mehr monetarisieren können. Er ist einfach in die Basic reingerutscht und zwar in die Seite. Und da haben wir die Möglichkeit zur Monetarisierung an- oder ausschalten. Was wir da jetzt auch gerade schon sehen, ist um den Typ der Adsets, also zum Beispiel Pre-Roll, Dumper oder Sponsored Infocard, müssen wir wieder zurück ins alte Creator Studio gehen. Diese Funktion ist bislang noch nicht implementiert. Aber das ist nicht wirklich speziell. Ich zeige euch jetzt, was mir richtig viel Freude macht, dass wir das jetzt endlich implementiert bekommen haben. Meiner Meinung nach das beste Feature ist die Möglichkeit, dass wir endlich bereits in dieser Ansicht unsere Videos bearbeiten. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir auf die Optionen gehen, bereits auf dem Bildschirm den Titel zu ändern, unsere Beschreibung zu setzen. Und das ist etwas, was bislang einfach nicht gegangen ist. Wenn ihr das Video öffnen und dort die Einstellungen machen. Ebenfalls etwas, was ich unglaublich schätze am neuen YouTube Creator Studio, ist die Möglichkeit, dass ich bereits in der Übersicht den Release-Termin für meine Videos setzen kann. Also wenn ich will, ein Video an einem bestimmten Datum veröffentlichen, kann ich einfach auf das Video gehen, kann sagen, editieren, kann ein Datum setzen, kann das beim nächsten Video machen und so weiter, ohne jedes Mal das einzelne Video zu laden. Was bislang einfach der Pain in the Ass war, wenn man so wie ich mal 26, 27 Videos gleichzeitig aufgeladen hat. Das mal zu der Videoeinstellung im neuen Creator Studio. Ich weiss, dass viele von euch aus Creator Studio brauchen, um Auswertungen zu machen, wie gut euer Video ankommt. Und auch das ist im neuen Creator Studio möglich und zwar noch viel besser, wie ich finde. Wir haben ganz oben eine Suchfunktion, wo wir einfach das Video suchen, das wir gemacht haben. Wir suchen jetzt mal einen Coaster Talk von mir. Also suchen wir Coaster. Suchen uns jetzt einen Coaster Talk aus. Ich nehme jetzt mal den aktuellsten. Etwas, was ich super cool finde im neuen Creator Studio ist, dass man jetzt auf einzelne Grafiken klicken kann und die Grafiken dann im Fullscreen aufgeht. Auch in dieser Ansicht haben wir natürlich wieder die Möglichkeit zum Zeit auswählen, in der wir das Ganze anschauen wollen. Jetzt zum Beispiel über 90 Tage und wir haben einfach eine vernünftige Grafik, die auch den Platz auf dem Bildschirm benutzt. Ebenfalls ist es jetzt sehr einfach, mit den Zuschauern zu interagieren. Wir können einfach auf Comments klicken und sehen alle Kommentare, die für das Video gemacht worden sind. So können wir von dem Ort aus unsere Kommentare lesen, Konversationen verfolgen und Dislikes verteilen, wenn sie nicht angebracht sind. Bislang ist es so, dass man meistens ein Video öffnen, einen Kommentar schreiben und in der Zeit, wo man den Kommentar geschrieben hat, ist das Video gestartet und weil man das Video dann meistens pausiert hat, hat das negativ auf unsere Statistiken ausgewirkt. Diese Problematik hört jetzt so endlich der Vergangenheit an. Auch im neuen Creator Studio wird es natürlich angezeigt, ob ein Kommentar zurückgehalten wird fürs Review oder Spam könnte sein. Aber in meinem Fall, hey, alles gut. Das bringt uns jetzt auch zum letzten Punkt auf der linken Seite und zwar ist das Missing Features. Da sehen wir, was aktuell alles noch nicht implementiert worden ist im neuen Creator Studio. Aktuell haben wir noch keine Möglichkeit, im neuen Creator Studio Playlists zu verwalten, Livestreams zu verwalten, Übersetzungen zu machen, auf unsere Audio-Library zuzugreifen, unseren Kanal zu bearbeiten oder generell zu entscheiden, welche Art von Ads wir in unseren monetarisierten Videos anwenden. Was das für dich bedeutet, ist, du kannst gerne das neue Creator Studio testen. Es hat ein paar Funktionen, die mir wirklich sehr gut gefallen. Aber das alte Creator Studio wirst du nach wie vor benutzen, wenn du ein paar tiefergehende Funktionen anwenden willst.
Um an dieser Beta teilnehmen, könnt ihr auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Das bringt euch direkt aufs neue Dashboard. Ihr müsst dann kurz akzeptieren, dass ihr an der Beta teilnehmen wollt. Und dann sind ihr auch schon in der neuen Beta drin. Alles super easy, alles was ihr braucht, der Link in der Videobeschreibung. Wenn du gerne mal persönlich würdest mir ein paar Fragen stellen zu deinem Kanal oder deinen Videos, hast du jetzt die Möglichkeit. Und zwar werde ich am 29. Dezember 2017 im Hallenstadion Zürich im Rahmen von der TubeCon zusammen mit dem Can und jemandem vom LikeMac einen Workshop zum Thema YouTube Basic leiten. Wenn du also Bock hast und Zeit hast, komm an TubeCon und besuch den Workshop. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Jetzt bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer wenn das Video scheiße war, dann weißt du, was du machen musst. Wenn es gut war, gibst du einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.